Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem GVC Podcast Talk. In dieser Staffel dreht sich ja alles ums Thema Wasser und wo wir das in der Bibel entdecken. Und auch heute möchten wir das gemeinsam weiter entdecken mit unserem Gast, der Regula Knecht. Schön, bist du da. Danke. Wir haben dich schon an der Follow Jesus haben mit einer Session. Das kann man übrigens auch auf YouTube nachschauen, wenn du das noch nicht gelost oder gesehen hast. Und ich darf dich auch am heutigen Tag noch ein bisschen löchern mit ein paar Fragen zu dem. Und freue mich mega drauf. Danke vielmals für die Einladung. Ja, mega gern. Du bist Pastorin, leitest eine Kirche, Heilsarmee in Winterthur und machst das fast hauptberuflich oder sogar noch darüber aus? Ein bisschen darüber aus. Ein bisschen darüber aus, also so ungefähr 100%. Mega cool. Heilsarmee, Pastorin, was gibt es sonst noch über dich zu erzählen? Ich bin verheiratet seit 25 Jahren. Gern verheiratet. Ich habe 2 Töchter, 18 und 22. Das ist ein riesiger Schatz für mich und die Familie ist sich am Erweitern. Das ist spannend. Ich bin sehr gerne draußen. Also mich muss man ein bisschen rauslassen jeden Tag, dann geht es mir gut. Lese gerne, genieße ab und zu Kultur. Ja. Sehr cool. Wenn man deinen Namen googelt, dann findet man ja da doch hin und wieder mal so Kurzpredigten von dir. Wie ist das dazu entstanden, dass du Radiopredigerin geworden bist? Also wie es ganz genau entstanden ist, das kann ich dir nicht sagen. Eines Tages ist glaube ich, ein Mail gekommen, wo ich angefragt wurde, ob ich bei so einem Casting mitmachen für Radiopredigerin bei SRF. Und im ersten Moment habe ich gedacht, nein, das ist eine Schuhnummer zu gross. Und dann bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe mir überlegt, was das vielleicht bedeuten würde. Und habe dann gemerkt, eigentlich ist das mein Herzenswunsch, den Menschen von Jesus erzählen, Geschichten erzählen. Auch Menschen, die ich gar nicht kenne, die vielleicht alleine zu Hause hocken. Und dann habe ich ein bisschen mutig und ein bisschen naiv, kann man vielleicht auch sagen, bei dem Casting mitgemacht. Und die haben dann aus irgendeinem Grund gefunden, wo das passt. Mega cool. Genau. Mega cool. Also wenn man mehr über dich erfahren will, dann gibt man deinen Namen auf Google ein und kann sich da immer wieder mal so eine Predigt zu Gemüte führen. Genau. Sehr cool. Schön. Hey, ja, wir sind ja an der Follow Jesus und auch jetzt in diesem Podcast-Format ja noch mit dem Bild vom Wasser so ein bisschen am Trainieren tauchen. Und der Winter kehrt wieder ein bisschen ein hier in Winterthur. Darum haben wir uns jetzt auch eher auf ein heißes Getränk entschieden, anstatt ein erfrischendes. Genau. Und das biblische Bild vom Wasser, das soll ja uns zeigen oder redet darüber, dass es unsere Bedürfnisse oder vor allem auch einfach sinnbildlich gesprochen auch unseren Durst stillen mag. Und eben nicht nur der Kaffee oder der Ingwertee, sondern so ein bisschen Wasser, das irgendwie ein bisschen mehr mit dem Leben zu tun hat als nur der Durst, den wir gerade heute brauchen. Das sagt Jesus selber, Johannes 7, Vers 37. Er sagt, wir sollen kommen und wir sollen trinken von seinem Wasser. Und ganz gut illustriert ist das bei dieser Geschichte im Johannes 4, die Frau vom Brunnen. Und die Geschichte haben wir vielleicht schon ein paar Mal gelesen. Es ist ein spannendes Kapitel, wo uns der Johannes da mitnimmt. Und ich würde gerne ein bisschen mit dir heute entdecken, was ist es, was die Frau da bekommt? Was ist es, was die Frau vielleicht auch vorher gesucht hat? Lass uns doch ein bisschen in die Geschichte auch eintauchen. Ja, gerne. Am heutigen Nachmittag. Also vielleicht kurz zusammengefasst könnte man ja sagen, das war eine spannende Frau, die nicht viel vielleicht mit anderen Gesellschaftsschichten am Hut hatte, vielleicht eher ein bisschen allein war und schon gar nicht mit den normalen Juden aus dem Süden Zeit verbracht hat. Und Jesus kommt zu ihr, es gibt so eine Begegnung, Jesus erklärt ihr, dass er der ist, der ihr das Wasser stillen kann. Und irgendwie fängt sie an zu glauben, irgendwie fängt sie an, das zu übernehmen und findet irgendwie Stillung von ihrem Durst, findet irgendwie Erfüllung. Irgendwie so. Kann man das etwas so zusammenfassen? Ja, genau. Ich finde es sehr eine reiche Geschichte und ich finde es aber auch gleichzeitig eine schwierige Geschichte, weil sie so lang ist und es ist so viel drin. Und ich finde, wir können auch sehr schnell vom Thema abkommen, weil es hat so ganz viele so Nebenthemen. Du hast vorher gesagt, wir können eine ganze Predigtreihe daraus machen. Das habe ich auch ein bisschen so erlebt, als ich es gelesen habe und mich vorbereitet habe. Für mich hat es so ein paar Kernmomente in dieser Geschichte, die mich einfach gepackt haben, die mich berühren und wo ich das Gefühl habe, die auch zu uns reden. Cool. Und das ist sicher mal so am Anfang, also es ist schon gut, wenn ich aushole. Hey, unbedingt, unbedingt. Sicher so mal am Anfang
Setting, Jesus hockt allein an dem Brunnen. Es heisst, in der Bibel, er ist erschöpft. Das finde ich recht spannend, dass das steht. Er hat seine Jünger geschickt, sicher, sie sollen Essen posten. Also mich dünkt es, er leitet darauf an, dass er allein mit dieser Frau zusammentrifft. Weil, ja, sonst hätte er das irgendwie anders inszeniert. Und es ist Mittag, es ist heiß, sie sind schon lange gewandert. Und dann kommt die Frau und er bittet sie als erstes um Wasser. Und das finde ich wirklich eindrücklich, weil das kehrt schon mal alles um, was normalerweise so ein bisschen die Norm ist. Oder jetzt ist da so der Jesus, wo man könnte sagen, ist ihre Überheben oder als Mann und was auch immer, als Jude, der nicht mit Samaritern zu tun hat, und sagt, hast du mir etwas zu trinken? Und ja, ich finde, das ist wie jemand, der um etwas bittet, der kann nicht mehr auf jemanden herabschauen. Also er geht gerade auf Augenhöhe mit ihr. Ja. So, ich bin da, du bist da auf Augenhöhe, ich brauche etwas von dir. Kannst du mir bitte etwas zu trinken geben? Das finde ich schon mal das Erste. So wie eine Brücke, die er schlägt zu ihr, wo ihr vielleicht auch das Gefühl gibt von, ich darf etwas dem Mann zu lieb tun. Ja, und nur schon, dass man gesehen wird, oder? Ich nehme an, die Frau ist aus irgendeinem Grund genau an der Mittagszeit, wenn es am heißesten ist, an der Brunnen gewesen. Vielleicht ist das der Moment, wo sonst niemand dort ist, oder? Ja, genau. Ganz alleine und Jesus kommt und sieht sie. Ja, genau. Ja. Das ist so der Anfang, den ich wirklich eindrücklich finde. Und dann redet sie ja so ein bisschen weiter, das Gespräch entwickelt sich. Und dann sagt er ja in einem Moment, jetzt muss ich schon nachschauen, dass ich verwechsel es eben einmal selber wieder, die Reihenfolge, weil so viel da drin ist, sagt er, ja genau, wenn du wüsstest, was ich für dich parat hätte, dann würdest du mich bitten um Wasser, oder? Also er kehrt es dann wie um. Und dann wird sie so ein bisschen neugierig, das finde ich etwas weiter sehr Spannendes, wie es Jesus schafft, die Frau neugierig zu machen. Also sie ist dann nicht mehr ablehnend, sondern sie ist dann neugierig und sagt, okay, was ist denn das für ein Wasser? Was hat er mir zu bieten? Was hast du mir da zu bieten, genau. Ja. Und dann sagt sie, okay, dann gib mir von dem Wasser. Und sie ist jetzt offen für das, was er sagt. Und dann sagt er, geh und hol deinen Mann. Also in unserem Kontext würde man sagen, ein völliger Gesprächsblocker. Weil die Frau hat nicht einmal, sondern sie hat 5 Männer gehabt und wohnt mit dem 6. zusammen. Oder ist mit dem 6. zusammen. Und das weiss ja Jesus. Ja. Wieso macht er das? Jemand anderes würde volllaufen in dem Moment, oder? Ja. Ja, und nur schon eigentlich, man würde, wenn man so Geschichte anfängt zu lesen, denkt man so, es geht jetzt um das Wasser und dass sie checkt, dass Jesus irgendwie die Bedürfnisse stellt. Ja. Und er macht irgendwie noch so einen Weg. Genau, also er macht so einen Umweg, aber ich habe das Gefühl, das muss genau sein, damit sie ihm die Wahrheit über ihr Leben sagt. Nein, beziehungsweise nicht ihm, er weiß es ja eigentlich schon vorher, als Sohn von Gott, sondern sie selber muss die Wahrheit über sich selber hören. Sie muss die Wahrheit aussprechen und sagen, ja, es ist so. Ich habe 5 Männer und ich bin jetzt mit dem 6. zusammen. Und das wäre ja eigentlich normalerweise sehr ein beschämender Moment. Ja. Aber irgendwie befreit sie die Wahrheit. Es befreit sie, dass jemand das aushaltet, was die Wahrheit in ihrem Leben ist. Endlich kann ich das mal wie sagen und es stößt nicht auf Abscheu oder Ablehnung, sondern da ist eine Reaktion voller Klarheit, Liebe. Es ist so, es liegt wie drin, dass sie das sagt. Also mich durch die Wahrheit befreit sie selber. Aber ist es nicht viel anders, wie wenn einfach jemand kommen würde und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, hey, schau, du hast gesündigt, du bist doch die Schlechteste aus dem Dorf und ich sehe das jetzt, dass du schlecht bist? Das ist komplett anders. Das ist ja das, was sie immer hört von den anderen, die auf ihr rumhacken und sie selber leidet ja schon an dem. Und jetzt ist einer, wo ihr das in Liebe aufzeigt. Das ist völlig etwas anderes. Das ist wie ich sehe es, ich habe es schon immer gesehen. Ich sehe, wie du leidest unter dem. Ich sehe, wie du suchst nach Anerkennung, nach Ankommen, nach was auch immer. Es ist eben von Liebe motiviert und nicht von Urteil. Ja, also noch keine Verurteilung da eben, und jetzt passiert das und das, sondern mehr, hey, schau mal, in welchem Sumpf dass du vielleicht auch gerade drin bist im Moment. Ja, und auch, dass sie selber checkt, wie fest, wie gross ihr Durst ist. Wie fest, dass sie auch den Jesus braucht. Ich glaube, das ist wie so ein Moment, wo sie wie durchgeschüttelt wird. Ja, so sind die Fakten. So, ich muss mir nichts mehr selber vormachen. Ja. Es ist so. Aber wie fest brauche ich das lebendige Wasser, das der Mann davor redet. Und dann redet sie ja noch weiter. Und das finde ich auch spannend, wie es dann heisst,
sie reden über die Anbetung und so. Und dann sagt die Frau irgendwann, ja, ich weiß, dass der Messias wird kommen. Und dann sagt er zu ihr, ich bin's. Ja. Das muss sehr eindrücklich gewesen sein. Und mich hat es auch beeindruckt, weil ich habe dann ein bisschen nachgeschaut in der Bibel. Es gibt eine Stelle, wo er auch sagt, ich bin's. Und das ist dort, wo er vor dem Hohen Rat ist. Ja. Anklage von Pontius Pilatus. Und er fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, ich bin's. Und der andere Moment ist der. Ganz am Anfang von seinem Wirken in so einem intimen Setting, könnte man sagen. Und er sagt ihr, ich bin's. Da geht eine riesige Tür auf. Wow. Ja. Cool. Also der Moment, wo Jesus ganz weg vom Rampenlicht, keine Kamera ist vor ihm, niemand sieht es, außer die Frau. Ja. Und er sagt, hey, ich bin im Fall der, wo ihr und die Juden und alle eigentlich darauf warten. Ja, und speziell ist ja, dass er in anderen Settings, in anderen Kontexten sagt, er immer sagt es nicht. Ja. Ich erzähle es nicht weiter. Aber der sagt er, ich bin's. Wieso macht er das? Ja, spannend. Ja. Und würdest du sagen, ihr Durst wird an diesem Tag oder an diesem Brunnen gestillt? So der wahre Durst, den sie irgendwie hat im Leben? Definitiv. Ja. Weil sonst würde sie nicht zurück ins Dorf und den Leuten erzählen, ich habe einen getroffen, der alles über mein Leben weiss. Ich meine, man erzählt doch nicht, einer weiss alles über mein Leben, wenn man so einen Lebensstil hat wie sie. Ja. Also das hat sie befreit, Ja. die Begegnung mit Jesus. Und das hat sie wirklich erfrischt. Ja. Sonst wäre sie beschämt zurück. Also ich habe Befreiung erlebt, dass was ich da bekommen habe, ist irgendwie mehr wert wie all das, was ich vielleicht in meiner Vergangenheit schon gemacht habe. Ja. Und das dürfen und sollen auch andere Leute erfahren. Ja. Ja. Wow. Und er hat mich gesehen, so wie ich bin. Und das ist etwas Gutes. Ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, oder wenn man die Geschichte so liest, dann liest man darüber und es ist irgendwie schnell abgehandelt. Aber für die Frau, die ihr Leben lang nach Anerkennung, was auch immer gesucht, oder ihre Bedürfnisse, die wir als Menschen alle haben, wo wir ja immer wieder in der Versuchung sind, uns am falschen Ort zu stillen. Und da kommt der Jesus und zeigt dir, hey, ich bin eigentlich der wahre Ort, wo du kannst deine Bedürfnisse stillen. Ja. Und das ist, ja, ich glaube, da darf nicht nur die Frau etwas davon lernen oder hat damals davon gelernt, sondern auch wir heute noch, oder? Unbedingt, ja. Ja. Also können wir eigentlich aus dieser Geschichte auch lernen, zu sagen, hey, auch unsere Bedürfnisse, auch im 2026 stillen wir immer wieder mal am falschen Ort und eigentlich würden wir gescheiter von dem richtigen Wasser von Jesus trinken. Also ich bin immer vorsichtig mit dem Wort «uns». Ich rede einfach gerne von mir. Also, ich stille sie immer wieder am falschen Ort. Ja. Und ich vermute schon, dass ich nicht allein bin auf dem, also in dieser Haltung. Es passiert einfach so schnell. Und es passiert aus dem Grundbedürfnis heraus, dass wir durstig sind, dass wir bedürftig sind, dass wir gesehen werden wollen, dass wir Bestätigung suchen. Und dann machen wir das x-wo und irgendwie. Und recht oft falsch. Ja. Glaube ich schon, ja. Und wie machen wir es richtig? Wie machen wir es richtig? Wie hat es bei dir geklappt? Ich probiere es richtig zu machen, indem ich eben den Weg von der Wahrheit über mir selber probiere zu gehen. Ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, als Christ, als Nachfolger von Jesus, muss man gewissen Normen entsprechen. Ja. Erwartungen erfüllen. Zum Beispiel, man macht stille Zeit, man liest die Bibel, man betet. Und das ist wie verkehrt, wie man denkt. Wenn ich zuerst bei den Äußerlichkeiten anfange, das macht man, und dann bin ich eine gute Nachfolgerin, dann ist es es ist ein Druck, es ist ein Zwang, es ist stressig und sehr oft, das ist eigentlich die Art von Selbstoptimierung, die wir selber steuern und initiieren. Und sehr oft ist es auch zum Scheitern verurteilt. Und mir hilft es, wenn ich je länger, je mehr sehe, was aus mir herauskommt. Es ist nicht wahnsinnig viel Erhebendes und Gutes. Und mit dieser grundehrlichen Haltung von Jesus komme. Und sage, du kennst mich, du weißt es. Und mit dieser Haltung mich immer die Ferse heften und ihm nachfolgen. Und sagen, und ich möchte einfach näher bei dir sein, ich möchte von dir hören, von dir lernen.
hilf mir, ich brauche dich. Und nicht, ich bin zuerst fromm und dann kann ich zu Jesus kommen. Ja. Oder, weißt du, wie ich meine? Ja, also eigentlich im schwächsten Moment den Brunnen aufsuchen, jetzt so sinnbildlich vielleicht auch gesprochen. Ja. Oder? Die Frau hat es eigentlich richtig gemacht. Sie hat zwar nicht gewusst, was auf sie zukommt. Nein, sie war ein bisschen überrascht. Aber irgendwie an dem Moment zu sagen, hey, nicht zuerst das Leben im Griff bekommen als Christ und alles richtig zu machen und dann kommt man dann bei Jesus vielleicht schon eine offene Tür über, sondern eigentlich im grössten Dreck rein dürfen. Wir dürfen dann, wenn es gut läuft, zu Gott kommen. Aber in dem Moment können sie sagen, hey, ja, jetzt gehe ich an den Brunnen und erlebe, wie Jesus mich irgendwie wieder ganz macht oder versucht, ganz zu machen. Es bedingt natürlich, dass wir ein gesundes Gottesbild haben. Dass ein Gott ist, dem ich vertrauen kann und der eben wirklich voller Liebe für mich da ist. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass er mich zuerst mal verurteilt oder beurteilt, dann ist es ein bisschen schwierig, in dieser Ehrlichkeit zu kommen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Jesus wirklich voller Liebe ist und für jeden Menschen, für seine Geschöpfe, dann sind wir am richtigen Ort. Mit dieser Haltung. Ich habe mal erlebt, es ist schon lange her, aber das ist mir so ein bisschen, hat sich mir wie so ein bisschen eingebrannt. An einem Sonntagmorgen, so einen klassischen Gottesdienst, eine Besucherin läuft zu uns in den Saal und eine andere Person kennt sie und weiss, die Person lebt im Ehebruch. Das ist jetzt gerade ein passendes Beispiel. Dann ist die gerade zu mir gekannt und hat gesagt, du, da müssen wir etwas machen, da müssen wir reden. Und ich habe einfach gesagt, wieso? Sie ist genau am richtigen Ort. Sie ist in einer Gemeinschaft, sie ist bei Jesus. Er soll mit ihr reden. Und zuerst einmal sind einfach alle willkommen. Alle. Also wenn wir anfangen aussortieren bei unseren Eingangstüren, dann haben wir am Schluss niemand mehr in unseren Gottesdienst. Also ich hocke dann auch nicht mehr drin. Ja. Wieso? Spannend. Wenn wir nicht Ort sind, wo das Platz hat, das Kaputte, das Gefallene, von mir aus kann man das Wort Sündige brauchen, dann wohin soll es denn sonst? Und das gilt ja für mich genauso. Ja, ich glaube, das ist ja ein Muster, das wir immer in der ganzen Bibel sehen. Und auch da bei dieser Frau am Brunnen, dass man merkt, hey, angenommen von Gott, in die Gemeinschaft dürfen zu kommen, das hat Jesus immer wieder vorgezeigt, das darfst, auch wenn du noch eben mit all unserem Ballast und all dem, was wir immer wieder falsch machen, und erleben Annahme und dann fangen wir vielleicht irgendwann an Gott zu glauben oder zu merken, da ist irgendeine Kraft dahinter und dann erst als letzter Schritt merken wir, jetzt müssen wir unser Leben umkrempeln oder jetzt gibt es irgendwie logische Schlussfolgerungen aus dieser Begegnung mit Gott. Genau. Ja, ich glaube, da haben wir als Kirche schon auch immer wieder in Vergangenheit und stehen sicher auch heute noch in der Gefahr, dass wir das ein bisschen, die Reihenfolge verwechseln. Ja, wir wollen es halt machen irgendwie und wir meinen es ja gut. Ja. Also das ist ja nicht unbedingt... Ich glaube schon, dass wir zuerst dürfen und sollen den Gott von der Hoffnung verkündigen. Und dann wird der Weg von allein gehen mit diesen Leuten. Und also trauen wir es ihm zu. Klar kann man die Leute manchmal begleiten oder so in dem Sinne. Aber ich glaube, man kann mehr kaputt machen, als wenn man am Anfang so gewisse Regeln aufstellt. Wenn es so und so ist, dann kannst du kommen. Und sonst nicht, dann verscheuchen unsere Leute wieder. Also, ja. Ja, und es ist ja irgendwie auch schön zu wissen, dass wir die Bedürfnisse auch zuerst von Jesus gestillt bekommen, um zu merken, hey, das, was ich vielleicht noch jemand anders gesucht habe die ganze Zeit, da merken wir ja mit der Zeit, das funktioniert irgendwie nicht. Oder was auch immer das ist, ob es Anerkennung ist, ob es ein guter Beruf, Karriere, Geld ist, das erfüllt uns alles nicht so voll gänzlich, wie wir das uns vielleicht erhofft hätten, oder? Ja. Und dass wir dann merken, hey, aber Jesus ist da und will unsere Bedürfnisse stillen. Ja. Zutiefst, bevor wir noch irgendwie alles eben anfangen zu ändern und so. Ja. Und ich glaube, also das ist sicher etwas, was ich aus dieser Geschichte mega darf mitnehmen darf, wie es die Frau erlebt hat, dass auch wir einfach in einem schwachen Moment an den Brunnen kommen und Jesus begegnen. Ja. Wow, mega, mega cool. Es gibt einen alttestamentlichen Prophet, Jeremia. Er hat einen coolen, ich hätte einen Vers mitgebracht von ihm. Er redet ja oft zum Volk und sagt ihnen, was sie falsch machen und was sie anders machen sollen. Und ein Vers ist einer meiner Lieblingsverse. Er schreibt oder sagt dem Volk in Jeremia 2, Vers 13: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Also das ist ja nochmal das Bild, oder, von dem Brunnen oder einer Zisterne als irgendwie
ich weiß auch nicht genau, ein Bautenbrunnen oder so. Ein Ort auf jeden Fall, wo man Wasser bekommt. Und das Bild steht eigentlich dazu, dass es sogar Leute gibt, jetzt in dem Fall das alttestamentliche Volk, wo eigentlich gewusst hat, wo sie ihre Bedürfnisse gestillt bekommen. Und gleich entscheiden sie sich immer wieder, um irgendetwas sich erfüllen, Ja. was falsch ist. Ja. Und ich finde es so krass, das passiert ja bei uns auch noch Tag Ja. für Tag. Es Ja. ist nicht so der erste Moment, wo du mit Jesus bist und ab dann läuft es nachher, oder? Sondern wir stehen immer wieder in der Gefahr, an die Zisterne anzulaufen, die uns nicht wirklich Erfüllung gibt. Ja, und also das Beispiel gefällt mir auch noch, weil wir haben dann selber etwas gemacht, etwas gebaut, oder? Und dann hat es vielleicht mehr Wert, oder dann können wir wenigstens etwas machen und nicht nur warten und hoffen. Ja. Und das ist schon eine Versuchung, die ich mega fest kenne. Gerade wenn man gerne schafft, oder dann einfach manchmal auszuhalten und zu warten oder zu beten und nicht gerade zu machen, nicht gerade ins Reagieren kommen, das finde ich schon, das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Und uns dann irgendwelche Ersatzbrunnen zu graben, aber wo in der Regel das Wasser versickert. Im ersten Moment hat es vielleicht noch, aber längerfristig verhebt es eben wirklich nicht. Ja. Ja. Ich glaube, das habe ich nie ganz gecheckt. Ich glaube, das ist wie etwas, wo einfach immer wieder passiert. Das hört nicht auf im Laufe des Lebens. Vielleicht wäre es sogar gefährlich, wenn man es irgendwann ganz checken würde. Dann würde man nachher sagen, so, jetzt habe ich es ganz begriffen, jetzt ist es gut, jetzt mache ich es gut Ja. und richtig. Das immer wieder scheitern und immer wieder auf die Nase fallen, ich glaube, das ist sogar recht heilsam für uns Menschen. Dass man in dieser Abhängigkeit bleibt von Jesus und immer wieder merkt, ja, nein, jetzt habe ich es wieder selber reissen. Nein, anders wäre es besser. Und funktioniert das dann so einfach? Also können wir dann einfach sagen, wir haben unsere Zisterne gebaut, irgendwann rechnet die wieder aus und wir merken, Scheibe, ich sollte vielleicht wieder mal in den Gottesdienst, ich sollte vielleicht wieder mal. Wie klappt das, ohne dass so... Ich habe mich selber gerade verwünscht, ich sollte wieder mal, oder? Ja, genau. Wie klappt das irgendwie natürlich auf eine Art und Weise, dass es uns dient? Ich glaube, da gibt es kein Rezept. Und sobald wir das Gefühl haben, es gibt ein Rezept, ist es mega gefährlich, weil dann können wir es ja wieder machen. Ja. Ich glaube, was wir sicher können, ist einfach von Jesus selber lernen, wie klar und gleichzeitig voller Liebe er mit den Leuten umgegangen ist. Also, wenn jetzt, sagen wir, ich denke jetzt nicht für mich, sondern für jemand anderes, der oder die sollte auch wieder mal in den Gottesdienst kommen. Es ist sehr wahrscheinlich nicht unbedingt hilfreich, wenn man das genau so anspricht. Ja. Sondern vielleicht hilft es mehr, wenn man sich für den Menschen grundsätzlich wieder mal interessiert. Ohne, dass man ein inneres Ziel hat, also eine Hidden Agenda. Ich will die Person wieder da reinbringen. Ja. Sondern, ja, wie geht es denn dieser Person? Wo steht sie im Leben? Was braucht sie? Ja, aber eben, Rezept glaube ich nicht. Aber das zeigt auch ein bisschen auf, oder? Wir können auch, wenn wir andere Menschen sehen, wo wir merken, die sind vielleicht nicht gerade mit Wasser von Jesus am Übersprudeln, dass wir eher die Rolle von also nicht die Rolle von Jesus können, so wie er es macht, aber sie auf den Brunnen zu verweisen, oder? Zum sagen, hey, vielleicht gibt es wieder mal den Moment, wo du kannst, dir überlegen, wo du deinen Durst kannst stillen oder Menschen auch ermutigen, in die Gegenwart mit Jesus zu kommen. Und dann muss es ja nicht der eine Gottesdienst in meiner Kirche sein, aber einfach so. Genau. Ja. Und du sagst jetzt nicht unbedingt so wie Jesus, also ein bisschen weit, Jesus lebt in uns. Wir dürfen schon das, soll ich sagen, auch mit einer gewissen Sicherheit auch so anderen Menschen begegnen und davon ausgehen, Jesus lebt in uns. Also kann er auch durch mich wirken, anderen gegenüber. Natürlich sind wir nicht der Jesus und nicht der Messias und weiss ich was, aber Jesus in mir zutrauen, dass er, indem ich nur schon mich interessiere und dieser Person wirklich zuhören und aushalten, wenn da allerhand Dreck für ihn kommt, einfach mittragen, dabei sein. Ich glaube schon, dass das auch unser Auftrag ist. Ganz, ganz fest. Ja. Und ja, klar kann man es vielleicht darauf hinweisen oder wünschen, dass die Person wieder mal an den Punkt kommt, wo der Hunger oder der Durst in dem Bild wieder aufkommt. Das
ja. Ja. Mega cool. Ich glaube einfach, wenn man zu früh kommt mit so Sachen, dann machst du die Türchen wieder zu. Ja. Ich glaube, viele können es ja gar nicht benennen, was ihre Not ist. Ja, und als Bedürfnis, oder? Wir versuchen Genau. es ja einfach auch zu stillen. Und ich glaube, das ist ja das Geheimnis der Menschheit. Was brauchen wir wirklich? Oder was macht das Menschsein aus? Ja. Und ich glaube, wir Christen haben schon eine gewisse Ahnung, wie das ein gutes Leben soll aussehen, oder? In Verbindung mit Jesus und gleich. So ganz genau können wir es vielleicht auch nicht sagen. Ich finde das eben wirklich ein gefährlicher Punkt. Ich glaube, ja, wir haben eine gewisse Ahnung, aber wenn wir das Gefühl haben, wir wissen es besser als die ohne Jesus unterwegs sind, dann liegen wir, glaube ich, falsch. Also, oder beziehungsweise, ich finde es auch wieder eine Gratwanderung. Wenn ich natürlich innerlich die Haltung habe, ich habe es gecheckt und du noch nicht, Ja. dann bin ich nicht mehr auf Augenhöhe. Ja. Und genau das ist die Grundvoraussetzung für ein ehrliches Gespräch, für ein Vertrauen, für dass man sich das Vertrauen öffnen kann. Und wenn ich dem anderen vermittle, ja, wenn du es endlich checken willst, dann wärst du auch so ein bisschen wieder auf Augenhöhe oder auf dem gleichen Level wie ich, dann, also das ist abstoßend. Wir sind nicht bessere Menschen. Wir sind vielleicht begnadetere Menschen, weil wir Jesus nachfolgen, aber besser sind wir nicht. Und die Wahrheit, das ist ja auch immer noch ein Suchen. Also ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass ich sie gefunden habe, aber heisst nicht, ich habe sie gefunden. Jesus hat sie mir geschenkt. Das ist nicht mein Verdienst. Also, Schöne Worte, ja. ich finde es mega heikel, dass wir Ja. wirklich als Christen das Gefühl haben, wir haben eine Antwort auf alles. Wir haben trotzdem ein bisschen, ja, stehen ein bisschen drüber. Ich glaube einfach, Leute, die nicht im Glauben unterwegs sind, können sehr heikel, also sehr empfindlich auf das reagieren und gehen dann lieber auf die Stadt. Ja. Ja, und mega schön. Also ich glaube, am Schluss ist es ja einfach, eben, dass wir sagen können, hey, Jesus will wirken in uns, will uns ja Bedürfnisse stillen und genauso können wir auch andere dazu ermutigen, Ja. den Brunnen zu suchen, wo auch immer der sein mag. Ob das dann ein Gottesdienst ist, ob das mal ein Gebet ist, ob das mal sich auf irgendetwas einlassen, auf irgendetwas hin öffnen, dass Menschen das werden merken und hoffentlich dann auch irgendwie ein Bedürfnis gestillt werden. Auch, ja. Gell, vielleicht ist es auch ein Mittel, dass wir einfach mehr von uns erzählen. Und zwar eben nicht fromm von uns erzählen, sondern ehrlich von uns erzählen. Wo dass wir unsere Fragen und Kämpfe haben, aber dass wir mit diesen Fragen und Kämpfen zu Jesus gehen oder das mindestens immer wieder probieren. Ja. Das kann auch sehr, ich glaube, das kann sehr einladend wirken. Und im Endeffekt ist es unser Auftrag, ein einladendes Leben zu leben. Ein gastfreundliches Leben, das einlädt in die Nachfolge zu Jesus. Also man muss sich mir überlegen, was muss ich auf die Seite tun, welches Verhalten schadet dieser Gastfreundlichkeit und welches fördert es. Und wenn ich ehrlich von mir rede, wenn ich mich durch irgendwie Wurst, dann ist das sicher hilfreicher, als wenn ich sage, hey, ich habe es im Griff. Ich weiss, wie man Jesus nachfolgt. Ja. Wow. Ist aber irgendwie eine Challenge, hä? Ja, mega. Es ist so die Frage, wie viel Verletzlichkeit wollen wir zulassen? Ja. Wo ist es noch gesund und wo ist es dann schon vielleicht eine Bauchnabelshow oder wie sagen wir dem, so ein Kreis um sich selber dann wieder. Das ist, finde ich, schon eine Gratwanderung. Aber grundsätzlich finde ich schon, das hat Brené Brown so schön gesagt, das ist eine Schriftstellerin, eine Schamforscherin, dass Verletzlichkeit ein Zeichen von Mut ist. Ich kann es jetzt nicht gerade 1:1 zitieren, aber das kann ich auch auf den Glauben anwenden. Wenn ich mich selber verletzlich zeige, also als Mensch halt, ganz Mensch, braucht zwar ein bisschen Mut, aber es ist sicher ehrlicher und wie sagt man dem, ansteckender für andere, als wenn ich eben so alles im Griff habe. Ja. Cool. Ja, und vielleicht, wenn wir wieder im Bild von dieser Zisterne nochmal bleiben, oder? Vielleicht ist es dann eben nicht immer nur am anderen zu sagen, wie gut das der Jesus ist. Vielleicht sogar dürfen wir, hey, schau mal, wie leer ich war. Oder schau mal, was in meinem Leben
was ich versucht habe und es auch nicht klappt. Genau. Und ich als Christ bin nicht besser, weil ich es jetzt im Griff habe, sondern weil ich bei dieser Quelle bin. Oder? genau. Weil ich von Jesus trinken weil er irgendwas in mir gewirkt hat. Genau. Oder immer wieder wirkt. Ja. Im besten Fall müssen wir ja nicht einmal darüber reden, um zu sagen, dass wir jetzt am richtigen Ort sind, sondern man merkt es ja. Dass man eben von dieser Quelle trinkt, dass man eben übersprudelt. Also es wäre eigentlich mein Wunsch, dass ich nicht sagen müsste, übrigens, es geht mir jetzt besser, weil ich habe Jesus, sondern dass mein Leben von allein redet. Ja. Ja, ich glaube, Teresa von Avila hat das mal gesagt, dass sie predigen das Evangelium und wenn nötig, braucht sogar Wort. Genau. Und ich denke so, ja, ich glaube, that's it irgendwo durch. Ja, unbedingt. Ja. Um einfach zu wissen, hey, wir dürfen auch einfach ein Licht sein, wir dürfen von dem Wasser schöpfen für uns und das darf dann überfließen in andere Leben hinein. Ja. Wow, mega cool. Hey, mega spannend. Ich glaube, die Geschichte würde noch weitergehen. Wir hätten noch ganz, ganz viel, was man da rauspicken könnte. Und das ist natürlich sicher auch die Einladung an jeden, der das Lust, sich mit dem nochmal zu beschäftigen, einen Bibelleseplan zu nehmen und in dem Johannesevangelium so richtig tief reinzutauchen. Aber vielleicht noch, was willst du den Hörern noch mit auf den Weg geben? Gibt es noch etwas, wo du sagst, hey, mal, das ist uns irgendwie noch wichtig? Das wäre jetzt also etwas, wo vielleicht auch noch fehlt oder wo man noch hinzufügen könnte. Gib nicht auf. Das finde ich fast das Wichtigste. Dass man nicht das Gefühl hat, man sei selber das schwierigste und unmöglichste Projekt für Jesus oder auch für sich selber, sondern einfach, gib nicht auf. Und wenn du merkst, dass du es alleine nicht schaffst, dann schnappt dir irgendwie Hilfe. Ja. Dass wir irgendwie dranbleiben, uns festheben. Ich sage gerne, dass wir uns immer an die Fersen haften, dass wir einfach Nachfolger und Nachfolgerinnen bleiben. Egal, was passiert. Du alles durch. So. Ja. Ja. Wow, cool. Im Wissen, dass Jesus uns begegnen wird, genauso wie dieser Frau, an einem x-beliebigen Ort, Genau. in einer x-beliebigen Zeit, wo niemand erwartet hätte. Ja. Er ist ihr begegnet und das möchte er auch uns machen, immer wieder. Genau. Ja. So ein schöner Zuspruch. Hey, danke dir vielmals, Regula. Ja. Für all deine Gedanken, für das, was du da eingegeben hast und uns auch irgendwie mitgenommen hast in die Geschichte. Und irgendwie am Schluss ja auch einfach, was es heisst, dem Jesus nachzufolgen im Alltag. Mit allen einfachen und vielleicht auch manchmal schwierigen Seiten. Ja. Genau. Cool. Hey, danke vielmals. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du sehr gerne unseren Podcast auch bewerten, mit einer guten Bewertung. Das ist so 4 oder 5 Sterne, ist etwa gut. Oder du darfst natürlich auch den Podcast auch einfach abonnieren, dass du auch in Zukunft immer benachrichtigt wirst über alle neuen Folgen, die wir hier hochladen. Und wenn du uns möchtest eine Rückmeldung geben, dann darfst du das sehr gerne machen und uns einfach schreiben. Danke vielmals.